Wir haben überlebt. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Aber wir haben uns gut vorbereitet, um diesmal alles richtig zu machen. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben. Und damit habe ich dir den Zusatz zu Endzone, A World Apart. Ja, also wir haben jetzt ja Timberborn soweit abgeschlossen. Und eigentlich Daten jetzt ja zwar Sachen schon laufen, aber da das zweite Let's Play bzw. das Story Game USK oder FSK 18 ist es ja nicht für alle zugänglich, wenn man es nicht anmeldet. Und wahrscheinlich auch nicht für alle so interessant. Und deswegen möchte ich jetzt mal das Spiel spielen. Das wollte ich schon länger mal machen. Aber habe irgendwie nie die Ding gehabt. Und jetzt werden wir erstmal wahrscheinlich die Einführung spielen. Jetzt haben wir eine Einführung, die dir alle wichtigen Aspekte des Spiels beibringt oder lernen in kurzen Abschnitten bestimmte Teile des Spiels. Genau. Okay. Erstmal Einführung, würde ich sagen. Also auf geht's. Oh, die schaut richtig gut aus. Wow. Das finde ich echt gut. Finde ich echt gut. So richtiger Wir haben Happy die Bus. Endzone endlich verlassen. Seht euch diese schöne Aussicht an. Einfach wundervoll. Auch wenn sie ein wenig anders ist, als wir uns das vorgestellt hatten. Wir konnten ein paar grundlegende Ressourcen sicherstellen und lagern diese nun in unserem Bus. Geil. Ich bin froh, dass wir uns gut auf ein solches Szenario vorbereitet haben. Besonders da unsere Vorräte in der Endzone zur Neige gingen. Vergiss nicht, dass du jederzeit, solltest du weitere Informationen benötigen, in unserem Überlebenshandbuch nachsehen kannst. Alles Müll, da gezockt wird. Erklär uns mal. Öffne das Überlebenshandbuch. Hier oben im Eck. Die Bildschirme sind verdraht. Okay, Aufgaben. Mit Hilfe von Aufgaben werden frei verfügbare Siedler angewiesen, bestimmte Ressourcen zu sammeln oder Strahlung in einem bestimmten Gebiet zu entfernen. Okay. Solche Aufgaben werden nun Siedler nachgehen, die keiner Tätigkeit nachgehen. Bis zu 4 Siedler gleichzeitig können an einer Aufgabe arbeiten. Okay, Siedler beginnen mit Zahl von Holz, von Bäumen, die sich innerhalb des aktiven Arbeitsbereichs befinden. Okay. Gut gemacht. Alles, was du wissen musst, sollte genau hier zu finden sein. Okay. Ich denke, es ist an der Zeit, uns endlich ein neues Zuhause zu errichten. Bevor wir überhaupt Gebäude errichten können, müssen wir einige Siedler in den Beruf Baumeister einteilen, damit sie sich um Bauaufträge kümmern Das ist können. mega, dass das Deutsch vertont Im ist. Allgemeinen obliegt es deiner Verantwortung, welche Aufgaben wichtig sind und wie sich unsere Siedler darauf verteilen sollen. Okay. Öffne die Berufsansicht. Okay, das ist da unten im Milchbus. Das ist Aufträge, okay.
Fachkräfte. Baumeister. Weiße Siedler der Profession Baumeister. Zum haben wir insgesamt... Ah, wow, das sagt es Kinder und Erwachsene, ja. Alles klar. Sobald Bauaufträge erteilt worden sind, werden Oh, das sieht halt echt gut aus. bereit sein zu arbeiten. Es wird Zeit, dass wir uns um unser wichtigstes Grundbedürfnis kümmern. Wasser. Oh, da kannst du gerade Träger ein, Wasserträger. Oh mein Gott, ist das geil. Wenn ich schon sehe, was man da alles tun kann. Oh, scheiße. Das wird ein langes Let's Play. Eine funktionierende Wasserversorgung einrichten. Weiter geht's mit unserem ersten Bauauftrag. Platziere und baue einen Steg an einem See in der Nähe deines Stadtzentrums. Oh, wie ich immer weiter aussehen kann. Bei die Städte, da ist ein Windrad. Oh, wow. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, es ist ja nicht so komplett abcuttet. Aber du kannst sie nicht schnell, aber du hast eine Map. Das ist schon mal, also Map ist für mich schon mal sehr wichtig. Okay, also. Das ist eine Wasserversorgung. Genau. Okay. Dann Gebäude, Holzstieg. Oh, geil. Oh, das ist ja richtig. Okay. Frau, oh mein Gott, kann man das genau hier machen? Warte mal, einfach so machen. Okay. Jetzt mal schauen, kann man da Scrollgeschwindigkeit, Steuerung, Kamerabewegung. Hätte ich gerne ein bisschen. Ah, die kann man auch so dran. Ja, 1 zu 3. Oh, ich liebe einfach. Aufbauspiele sind einfach so gut. Oh ja, viel besser. Ist das eigentlich Absicht, dass das so ist? Das könnte sein, gell? Oh, ich finde das so krass, dass du das so weit auszoomen kannst. Okay. Holzsteg. Und dann werden wir wahrscheinlich Zisterne oder so. Sehr gut. Der Steg wurde wie geplant errichtet. Jetzt haben wir einen Ort, an dem wir Wasser einsammeln können. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Wasser zu sammeln, aber der Steg ist die einfachste und kosteneffektivste Methode. Wieso der Strom braucht, verstehe ich nicht so ganz. Aber ich weiß nicht, pumpt der dann Wasser? Ich meine, dieser Brunnen, der braucht einen Strom. Dieser elektrische Brunnen, der braucht doppelt so viel Strom. Muss ich nicht ganz verstehen. In der Zisterne können wir Wasser von verschiedenen Quellen wie den Steg, Regenspeichern oder Brunnen beziehen und einlagern. Da braucht man, Die Zisterne okay. sollte immer in der Nähe einer Wasserquelle stehen, damit unsere Wasserträger nicht zu weit laufen müssen. Plastik. Oh. Elektronik. Oh, wow, da gibt es echt Phaser an. Okay, also wir sollen jetzt eine Zisterne bauen. Oha. Wie geil schaut denn dies bitte aus? Wahrscheinlich kann man da auch Wege bauen. Ich denke jetzt mal, dass die auch ich werde das jetzt mal so weit wie es geht da immer. Machen wir mal so. Natürlich braucht man jetzt erstmal ein bisschen, bis wir reinkommen. Weiße Siedler der Profession Wasserträger zu. Das können wir dabei schon mal machen. Gehen wir auf uns. Wasserträger. Okay.
Und dann kriegen wir 200 Wasser dafür. Okay. Dann können wir die Escape schon mal nicht drauf geben. Wir haben schon mal einen mehr. Ist ein bisschen schnell von der Geschwindigkeit, gell? Wow. Was? Ey, das schaut echt so gut aus. Aber jetzt da ich gerne mal was wissen. Gibt's da... Ja, Tatsache. Okay. Oh wow. Was man das ist Sekt. What? Das ist ja... Okay. Arbeitsfeld ändern. Arbeitsfeld ändern? Was? Du kannst Gott zuweisen, von wo das holen soll. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist ja mega gut. Du kannst zuweisen, der Tank ist nur für das, wie es ausschaut. Okay. Klar, Wasser ist natürlich erstmal am wichtigsten. Großartig. Jetzt haben wir eine funktionierende Wasserversorgung errichtet und das Wasser wird nun vom Steg in unsere Zisterne transportiert. Genau. Ziehe in Betracht, weitere Wasserträger einzustellen, wenn du noch Siedler zur Verfügung hast. Man kann niemals genug Wasser auf Lager haben. Okay. Kann niemals genug. Sie in Betracht, weitere Wasserträger einzustellen. Wie viel gingen da jetzt eine? 2000 gingen da eine. Weil du kannst diese ablaufen lassen. Jetzt sollten wir uns auf die Nahrungsproduktion konzentrieren. Es ist wichtig, gleich zu Beginn die Versorgung sicherzustellen. Eine Sammlerhütte, eine Jagdhütte oder eine Fischerhütte können dort direkt Abhilfe schaffen. Ich schlage vor, mit einer Fischerhütte zu beginnen, da wir uns ja bereits in der Nähe eines Sees befinden. Also, Fische. Wie bitte? Du sagst so ungefähr, dass ich schon gebaut habe davor. Okay, also dies muss über Wasser sein. An Land sein. Also man muss jetzt schon schauen, dass das da so... Ich dachte, das dann da unten her, weil das am tiefsten ist. Und irgendwie sagt sie, jo, wir machen mal... Da die Fischerhütte her. Genau. Und dann kann man wahrscheinlich Fischer einstellen. Oder Fischer zuweisen. Nein, da müssen wir her. Fischer hat dann da. Okay. Ich frage mich bloß gerade. Wir haben jetzt 2 noch übrig. Okay, 2. Ja, genau. 5, 8. Na. Eigentlich. 3, 6. 8. Das wundert mich jetzt schon. Ich habe 2 Fischer. Aha. Okay. Ja, also. Ist okay, so sag jetzt mal. Ich weiß zwar nicht, warum wir was 2 haben. Fachkräfte 9. Das sind aber nicht 9. Das sind plus 3, 8. Also laut meiner Fachkraftlisten sind 3, 6, 8 zugewiesen. Nicht 9. Da ist irgendwo ein Fehler. Oh wow. Oh wow. Dann schauen, was Strom ist.
Oh, was Noss? Was Noss ist, kann man auch schauen. Also was austrocknet. Das Trockengebiet. Gute Arbeit. Nun Oha. haben wir uns um die Grundversorgung durch Nahrung und Wasser gekümmert. Achte darauf, jederzeit genug Nahrung und Wasser da auf ist Vorrat zu Strahlung. haben. Besonders dann, wenn du Ist deine nicht Siedlung gut. ausbauen möchtest. Eine zu schnell wachsende Bevölkerung kann deine Nahrungs- und Wasserversorgung schnell aus den Fugen geraten lassen und dich so in große Schwierigkeiten bringen, wenn du nicht aufpasst. Anbaufelder sind eine weitere exzellente Art und Weise, an Nahrung zu gelangen, da sie beständig wachsen, solange der Boden feucht genug ist. Jede Saat hat unterschiedliche Wachstumszeiten und Erträge. Im Gegensatz zu deiner Fischerhütte, die direkt mit der Produktion beginnen kann, bedeutet das, dass es einige Zeit dauert, bis dein Feld abgeerntet werden kann. Aber die Frage ist halt, wo tust du es dann, gell? Du musst die ganze Zeit schauen, wo es feucht. Da ist wahrscheinlich irgendwie... Was, eine Regenwolke? Okay, das sagt es da auch. Ich finde das jetzt schon schwierig einzuteilen, weil komischerweise ist das vertrocknet. Es hängt halt immer ab, wie es regnet und so. Okay, wenn jetzt dazu Nahrung. Okay. Oha. Du kannst einfach einstellen, wie groß du das musst. Ey, das dann einfach mal da auf Boden. Oha. Aber das ist natürlich jetzt doof, ne? Die Frage ist, ob man halt dann also mehr oder weniger ein Muster davor erkennen kann. Oh, wow. Jetzt sagt sie sogar unten live oh. Oh, und jetzt wird's. Okay. Oh, wow. Das ist. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, das habe ich gleich ein relativ großes Feld machen. Wahrscheinlich gibt es eine Maximalgröße. Oder da ist einfach was im Weg. Ah, 16 mal 16 ist das Maximum. Und das Schien ist, da sieht man jetzt auch was Verstrahltes. Aha. Aha. Ja. Okay. Die haben jetzt auf Ohrengeschwindigkeit, weil jetzt nicht irgendwie was unnötig verkacken mich. Na, dummes mehr. Bauer. Da haben wir Ohrenbauer zuweisen. Die haben da automatisch jetzt das Radioaktive weg. Wow, die haben alle Masken auf. Saat wählen. Sachen für Östli. Scharwurzel. Es ist schneller. Das sieht gut aus. Vergiss nicht, dass wir eine Reihe unterschiedlichster Nahrungsquellen brauchen, um gesund zu bleiben. Du solltest außerdem darauf Du musst auch nur schauen, dass es zu unterschiedliche Dürreperioden Essen kommen könnte, in denen es nicht regnen wird. Lagere deine Nahrung ein und passe deine Produktion an, um Engpässe zu vermeiden. Ich werde dir später ein paar weitere Strategien zeigen. Ah, der ist voll okay. Zu Beginn haben wir noch ziemlich wenig Schrott und Holz oder andere Ressourcen. Wir könnten ein Produktionsgebäude errichten. Um jedoch so schnell wie möglich an Rohstoffe zu gelangen, ist es am besten, wenn wir direkt loslegen zu sammeln. Erteile Aufträge, um verschiedene Ressourcen abzubauen. Alle Siedler, die du keiner Profession zugeteilt hast, werden sich solcher Aufträge annehmen. Des Weiteren verteilen die Siedler Ressourcen in deiner Siedlung. Okay. Aber wo mache ich das jetzt?
kann ich jetzt sozusagen jetzt bitte Ressourcen abbauen? Ah, okay. Okay. Oha. Holz abbauen. Ich dachte das mal. Da ich da das hab. Hätte es gern. Das gern weg. Schrott ist dann da das gleiche. Da die dann erkennt doch. Okay. Ah, noch schau, jetzt hätte ich es gesehen. Oh, jetzt wieder nicht zurück. Okay, also alle, die wo jetzt nichts zum tun haben, also 3 Leute. Genau, weil das kein Ding haben. Okay, okay. Oh, das ist echt gut. Das hätte jetzt echt nicht gemeint, dass es so gut ist. Es macht jetzt schon Spaß. Dann kann man höchstwahrscheinlich. Warte mal. Zuckerrübe, aha. Kann man da. Muss man ganz kurz mal schauen. Bei Ressourcen. Försterhütte. Das haben wir schon fast gedacht. Das ist geil. Das ist so gut gemacht einfach. Das ist mega. Gut, dann machen wir die restlichen da jetzt dies. Höchstwahrscheinlich brauchen wir dann die nächsten Häuser. Aber ich hätte gern Wege, die wo ich schon bauen kann, wenn es bloß so ein Trampelpfad wäre. Ja, das ist von irgendeinem DLC-Ding. Wow. Das ist immer noch krass. Da wir nun eine Menge Ressourcen besitzen, können wir beginnen, ein richtiges Produktionsgebäude zu errichten. Dann musst du dich nicht immer manuell darum bemühen, dass gesammelt wird. Produktionsgebäude sind nicht nur einfacher zu handhaben, sie sind auch noch deutlich effektiver als einfache Aufträge. Platziere Produktionsgebäude nicht zu weit entfernt von deiner Siedlung. Du kannst ihren Arbeitsbereich später jederzeit ändern. Okay. Ah, wow, Alles das heißt, klar. aus, vielleicht, dass du Am dann ja besten weiter weg errichten sitzt wir oder jetzt so. eine Försterhütte, um die Holzversorgung zu automatisieren und im gleichen Zug effektiver zu machen. Förster können Bäume nicht nur fällen, sie pflanzen sie auch an. Study aber so irgendwie, dass es effektiver ist. Du den da, na, warte, den müssen wir da fast her da irgendwie. Irgendwie so machen wir's. Genau. Okay. Dann machen wir wieder einen zum Förster. Genau. Ne, das ist jetzt ein Lösch. Ah, okay, das kann ich so wieder. Dieses. Mein Manko. Man kann nicht mit entfernen Sachen löschen. Das ist schon so. Das muss man immer so ein bisschen abschätzen, wie und was. Oh, das sagt sehr voll gut an. Das sagt sehr voll gut an, wie das ausschaut oder wie viel du dort hast. Was ist das da eigentlich? Reichhaltige Nahrung. Wissen. Ganz viele verschiedene Nahrungsmittel, die aktuell in der Siedlung gelagert werden. Oh, Jesus. Das ist so. Sollen wir kurz was schauen. Oh wow, die kann man sogar durchschalten. Okay. Okay. Ja, es wird sowieso nichts anderes bauen, also.
Okay, oh, das ist echt krass. Das ist immer noch mega. Gut, das einfach ausschaut, obwohl das ja manchmal so einfach so, oh, ist einfach irgendein Haufen oder so. Der hat einfach einen Kreis, sagt dort. Gibt er das? Das ist ja krass. Jetzt brauchen wir 20 Gold. So. Und dann geht's los. Autovrack. Ich frage mich, wenn sowas war, wie schnell das Erden einfach so richtig verwittert ausschauen. Gute Arbeit. Vielleicht möchtest du später den Arbeitsbereich des Gebäudes verändern, um deinen Arbeitern zu sagen, aus welchem Bereich sie ihr Holz beziehen sollen. Und zu deiner Information. Wenn du möchtest, kannst du deiner Försterhütte auch sagen, dass sie sich nur um die Aufforstung eines Bereichs kümmern soll. Um einen schönen, dichten Wald zu erschaffen, den kommende Generationen nutzen können. Dann macht man das so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Abholzen und aufforsten. Genau. Sehr gut. Dann sollten wir uns auch so einen Schrott, jetzt habe ich sie übersprungen leider, sorry. Das gleiche hier ist halt mit Schrotting. Was ist jetzt da schon wieder? Weil die Wasser und Nahrungsmittel bleiben, oder? Ja doch, ich hab doch 2000 eingelagert. Ein Schrottplatz. Oh, ich finde das schon wieder mega gut. Der kommt dann da rum, ne? Richtig schön daher. Schön ist da überall. Kann man wahrscheinlich jetzt auch sagen. Ja, ich kann das auch nicht wegmachen. Okay. Ressourcen. Okay. Ich frage mich gerade, kann man so Sachen dann upgraden? Beschränkung der Schutzkleidung. Interessant. Ja, die machen jetzt erstmal das weg. Wenn ich es richtig sehe. Aber ich sag mal so, die haben mal richtig gute Kenntnis über das, wie es früher Sachen ausgeschaut haben. Nachdem die ja einen Atomkrieg anscheinend oder so überlebt haben. 97 Strahlungsfähig. Oh mein Gott, ey. Ich frage mich, was die mit dem deren dann. Das frage ich mich, wie man das neutralisiert, aber ist ja wurscht. Fertigungsgrenzen. Oh, man kann einstellen, wie viel das maximal herstellen. Das ist natürlich interessant. Das ist natürlich interessant. Hier haben wir einen Schrottsammler zuweisen. Ich finde es ganz witzig, weil der ist ja frei, wie viel Leid du irgendwo zuteilst. Und ich glaube, dass wir jetzt dann Häuser bauen müssen, dass sie die vermehren dann wieder. Oh, das ist einfach mega gut. Muss man einfach sagen, wie gut das ausschaut. Oh, ich kann sogar Menü für Fertigungsgrenze. Aha. Okay. Das finde ich mega. Also ich nicht denke, das ist so geil, das zum Spielen. Aber es macht ultra Spaß. Es macht ultra Spaß. Und jetzt kann ich den Abbaubereich auch ändern. Und das ist natürlich dann mega. Weil dann kann ich einfach sagen, so ja, da bitte das da weg. Da bitte alles, was da ist, weg. Oder weißt du was, ich möchte gerne, dass du da den ganzen Schrott entfernst. Weil dann kann ich da besser Holz bauen. Ist ja mega gut. Hä?
Hä? Das ist so weird einfach. Schon wenn das umherwirbeln Schrott während Sandstürmen geschieht das besonders. Metall, Stoff, Plastik, Recycler. Das ist einfach schon wieder so. Es ist so geil, weil es so einen guten Konzept hat und darauf alles einfach passiert inzwischen. Halt Arbeiter, nochmal Fischer nochmal aus und dort zwei Bauern machen. Dass da die mehr fühlen. Oh, das ist echt geil. Das ist halt sehr trocken da jetzt. Mich wundert's da, bestimmt gibt's doch. Da gibt's doch bestimmt einen Bewässerungsturm, oder? Oder sowas. Schnelliger Kohleverbrauch auf Wasser, bla, Regenspeicher. Bewässerungsanlage erhöht die Bodenfeuchtigkeit in seinem Einflussbereich. Dieser Vorgang benötigt Wasser. Die Kontaminationsstufe des benutzten Wassers hat zudem Einfluss auf die Bodenstrahlung. Oh mein Gott. Ist das geil. Das ist einfach so gut. Also wirklich. Super. Auch Ich wusste, ich muss schon eher springen. kannst du den Arbeitsbereich verändern. Aus Schrott können wir Gott, das schmeckt so gut. Ressourcen recyceln. Stoff, Metall, Plastik und Elektronik. Darum werden wir uns in Kürze kümmern. Jetzt sollten wir uns jedoch erst um die Bedürfnisse deiner Siedler bemühen. Unsere Leute wünschen sich einen Platz zum Schlafen und Leben. Schlafen der wir nicht. Es ist zu ineffizient. Sicherheit und Privatsphäre. Deswegen können wir dies einfach nicht erlauben. Zuversicht ihrer Bewohner. Anders ausgedrückt, Hütten zu errichten, steigert ihre Bereitschaft, Familien zu gründen und sich zu vermehren. Ja, aber bevor wir das machen, sage ich euch, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns morgen beim zweiten Teil von der Einführung, hoffe ich mal, wenn es nicht mehr sogar ist. Und bei der nächsten Folge, also, habe Deri.